Haut brauchen sie nicht mehr. Ja. Haut gehen sie schief geguckt, Haut steuern sie. Haut machen sie Angst. Für was? Wenn man vielleicht dann hinnen etwas gesehen, was auch an Eis sticht. Willkommen zurück bei der Göllefroh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Philipp Biberich und ich bin heute am Tom Busseler, wir sind froh begrüßen zu dürfen, Madame Alexandra Ossassele. Moin. Moin. Vielen Merci, dass ihr euch Zeit geholt habt. Merci, dass ich kommen konnte. Ganz gerne. Ich meine, das ist ein immens interessantes Sujet, über das wir schwätzen die nächste Stunde für als Young Audience. Genau. Also, ihr seid direkt von der Stimme von der Straße. Ja, richtig. Ich meine, Stimme von der Straße geht seit 1996 gegründet. Und Pabaya, 96, 97, den nächsten Assistent Sozial, den er gestaltet hat, und schon nach der 90 gefangen. Am April für die Schmiede, für Zeitung rauszubringen. Die Stimme von der Straße, die 5 Monate raus können, und ich kann den Herrn noch ein bisschen mehr drauf angehen. Und dann hatte ich die große Chance, ich sehe nicht direkt als Direktor angestellt gehen, mir am Anfang mal als Journalistin für die Zeitung rauszubringen, die heute zu Lützeburg noch nicht gab. Und dann hatte ich die Chance, dass der Direktor, den Demos da war, fortgegangen ist, und du konntest dem den Platz, und du sind geblieben. Du hast ja Journalismus studiert, gell? Ja, ja. Wo dann? Zu Bresel, auf der ULB. Okay. Ja. Aber wie warst du dazu gekommen, so für Journalismus zu studieren? Am Anfang mit 15 Jahren. Mit 15 Jahren wusste ich, nee, da sind schon Filme gegangen. A White Dry Season. Ich war Apartheid in Südafrika. Und der Film, den ist immens umgegangen. Und dann habe ich gedacht, ich will auch irgendetwas machen für die Ungerechtigkeiten hier auf der Welt können ein bisschen zu ändern. Und dann habe ich gedacht, ja, was kann ich dann noch machen? Schreiben ist schon nicht die Geduld für Bücher zu schreiben. Kinos, Filme, schon die künstlerische oder nicht. Und dann durch Journalismus, das wäre vielleicht etwas, weil ihn da wirklich kann kurz schreiben, kann ihn auf den Punkt kommen, es kann ihn durch Bilder, die er weist, respektive Filme, die er dreht, kann ihn auch nach zusätzlichen Informationen gehen. Und dann durch das könnte mir schon gefallen. Und ich bin überzeugt, dass ich kann durch die Information ohne Willen die Leute zu manipulieren, aber dass ich wirklich kann einfach an dem Sinn ganz neutral informiert, dass ich da kann Sachen und Bewegungen kreieren an Mengen nach Journalismus auch ein Gegenpouvoir zum Staat und das ist ja am Anfang der Rolle des Journalisten, nicht nur zu informieren, nicht nur zu weisen, was sind die Sachen, die klappen, aber auch die nicht klappen. Man hat einen Gedanken mit der Hoffnung, dass etwas so geändert wird. Ja. Und das ist halt einfach als Journalist immer neutral zu bleiben, weil du dir auch eine gewisse eigene Meinung. Ja, mit die der wir noch ausdrücken. Am Editorial zum Beispiel, wenn den dann drüber schreibt, das ist ja ein Meinungsartikel. Du hast den das recht. Mir ernst das. Und das ist das, was ich mich nach kann daran erinnere, was man so gelehrt hat, muss ich immer kritisch sein, muss ich immer fragen, wie ein Interesse hat den vis-à-vis, wo man sitzt, für die Informationen rauszugehen. Und da müssen sie natürlich überschneiden, und der wir nicht alles für Bargeld unholen. Ja. Und, ja, nee, neutral Information, das ist eine gute Frage. Nee, ich meine, die geht es nicht. Ja, tut den eine Erderweise Sachen zu gesehen an einem Land, tut den eine andere Erderweise an einem anderen Land, hängt immer von unserer Mentalität auf, von der Mentalität von der Gesellschaft auf. Also da sind so viele Parameter, die zusammenkommen. Der Journalist soll aber normalerweise frei sein, an frei sind, da zu schreiben, was er will, was er denkt. Natürlich kann noch nicht egal was schreiben, weil er aber eine Responsabilität tut. Dafür gibt der gute Journalisten und da gibt ja. Am Anfang zu Lützeburg, wie ist das, wenn du Journalisten einen Artikel schreibst, wird definitiv kontrolliert, ob den überhaupt der. Ich weiß das gar nicht. Ich meine, das müsste an den verschiedenen Presseorganen nachfragen. Ich weiß, wie Demos war, wie ich Stage gemacht habe.
bisschen längst als Freelance, wie ich schon gefangen habe, direkt nur der Uni schaffen zu gehen. Du warst aber ziemlich frei. Du hast nicht von der Redaktion gesagt, ich soll einen Artikel schreiben über das oder über das. Und dann hast du die Valiers gehen, punkto Fehler. Mehr responsabel als immer der Chefredakteur als Last. Und dann gibt es die Idee von der Responsabilität en Cascade. Das heißt, froh, also auch nach wen als responsabel ganz zum Schluss, also den Editor, also den publiziert. Das muss ich nur lesen an meinen Büchern, das weiß ich wirklich nicht mehr. Heute zu Lützeburg sie ja viele Journalisten, die so, sie hat, es gäbe keine freie Presse gehen, dadurch, dass sie ja Hilfsgelder vom Staat kriegen. Und bon, war das mehr in eine Richtung, Tageblatt in eine andere Richtung. Die Leser selbst, der Quotidien, dann demals der Républicain Lorrain, die uns echt Ausländer zibliert. Nee, das ist schon eine politische Orientation hun, ja. Ja, wie weit das sie frei? Die Frage ist auch, wie weit kriegen die Informationen, die ihr gerne hat? Wenn der Journalist sagt, ich kann schreiben, was ich will. Aber die Informationen kriegen ich aber nicht, weil sie blockiert gehen irgendwo, weil ich die Antworten nicht kriegen auf die Fragen, die ich stellen. Ja. Und heutzutage ist es auch immens schwer, weil als Journalist du musst ja auch Geld verdienen und dann musst du Artikel schreiben, die geklickt gehen oder gelesen gehen und dann was du auch da beeinflusst und dann die Sache wie, ich will auch kein Dinger nennen, nennen zum Beispiel Bilder in Deutschland, wo dann halt Artikel schreibt, die mit Clickbaiting einen flotten Artikel, weißt du, so, einen Titel haben. Ja, und da das dann schon, da das dann kein informativ oder kein neutral, kein sachlicher Journalismus. Mit das ist ja Regenbogenpresse. Ja, das ist ja mit den 5 Essen, Sex und Blut und Hauptsache die Sachen sind dran. Und da gibt es Spektakel und da gibt es gelesen. Mit die richten sich ja auch an einen anderen Lektorat wie Le Monde oder Libé oder Der Spiegel oder was gibt es, Zürcher Zeitung. Ja. Ich habe viel mit Social Media aus ein bisschen Tendenz, dass alles ein bisschen in die Richtung geht, für Hauptsache geklickt. Also den Titel, wo jeder dann drauf klickt und dann bringt mehr Suche ran. Ja. Das kann sein. Ich bin kein Spezialist von Social Media. Aber ich fand das spannend. Ich fand ich gebe gerne dazu gehören. Ich meine, das sowieso kann man nicht mehr launcht. An Zeitungen werden mit der Zeit leider verschwunden. Die Jungen gucken immer mehr an den Ekran an immer Männer de Papaier und der Schuss nach die Generation vielleicht nach Menge Generation die 50 die dann nach de Papaier und Bücher gerne hun ich mein, das wird sich auch abhandeln dat auch de Lektorat irgendwann ein mir kritisch wird gehen aber so die do sitten die sind seriös, die will ich klicken gehen, die will ich lesen, du will ich mich informieren. Anders Seite gehen ich vielleicht nicht mehr zappen, so wie auf der Tele. Ja. So wie auf der Tele, genau, das hat sich auch gependelt. Die seriös in Emissionen kommen oder kommen auch immer spät, die gehen spät programmiert, die kann Emissionen eben nicht frei und dann zopen und voilà. Ja, das muss einfach genau sich abhandeln, wie dir so, weil im Moment ist halt so und Gefühl, wie wenn nicht immer, wie wenn nicht jeder Rewe so, als der eine verlässliche Quelle oder nicht, alles geht für Boa Münz geholt, ob von dem Internet steht, so egal ob Facebook oder was auch immer die Quelle ist, das ist halt gefährlich. Es gibt so viel News und du weißt einfach nicht, als das logisch, als das richtig, als das richtig. Du weißt aber das ist nicht. Qualität von einem Artikel oder von, ja, aber du hast da warum Leser, für sich mal auf Frau zu stellen, auf viermal selber sich zu informieren, an den Informationen not zu gehen, weiter zu gehen, und auf für sich selber zu dezidieren, wie weit sind ich mündig, wie weit sind ich responsablen Bürger, wie weit ist es mir wichtig zu wissen, ist das seriös oder ist nicht seriös. Du kannst nicht nehmen die Responsabilität auf den Medium werfen. Ja, ich meine, das ist wichtig, dass den einfach weiß, dass das Ganze muss kritisch umgehen. Ja, voilà. Ja. Ja.
Nee, mir dat sind aber noch ganz interessant frohen an noch ich froh mich auch wie dat ganz an der Zukunft wird weitergehen wie dat kontrolliert geht, ob es kontrollierbar ist, ob es muss kontrolliert gehen oder nicht, von wem, ja. Das ist schon interessant. Ich hätte können gedacht, dass man darüber logisch Ja, schon. Nee, da kommen wir gehen auf das offensichtlich, weil einfach als Switch stimmt von der Straße. Die sieht da direkt durch, das sind da viele Jahre. Sind der 91, ja. Genau, sind da... Oh, der 99. Ja. Eine Schüssel Ja. Falcon. Ja, genau. Oh, nee, sollte man das nicht. Das ist noch mehr, ja. Man, nee. Aber ich will ein bisschen vorstellen, was das genau aus. Und Ja. wir hacken dann einfach noch, wo... Also, Dëmmer am Fong eng Assoziatioun déi konventioniert ass ma Minister vun der Santé. Et gëtt schon iwwer 20 Joer an hier Ziel ass et sozial an professionell Reintegrationun ze machen. Professionell Reintegrationun dat Mammer am Bereich vun de Restaurant, wo man Issen zerveieren, mir hunn Leiit, die eng Zeitung rausbringen, die Zeitung 5 Joer rausbringen, die sie schreiben Artikeln, sie gehen Foto machen. Mir hun Leute die Uniforme wäsche für Sportsklip, mir hun Leute die zu Schëndels am Gerd schaffen, Leute die bei Gemengen gehen für do zu helfen, Spielplatzen proper zu machen, die mat vorher an de Busch gehen. An die verschiedenen Atelieren, an den verschiedenen Atelieren haben wir 150 Leute, die schaffen. Okay. Und das sind Leute, die durch ihren Alter oder ihre Gesundheit keinen Platz mehr bei einem normalen Patron fanden. Das ist das ein bisschen der parallelen Arbeitsmarkt. Das sind auch von Leuten, die um Arbeitsmarkt nicht können stattfinden, denen gibt dir eine Chance. Voilà. Die sind aber im Arbeitsamt angemeldet, aber wenn sie einen Platz finden bei einem normalen Patron, da können sie den natürlich auch holen. Mit mir Leute, die am Kader vom RMG bei ihr arbeiten, das ist für den RMG zu kriegen, müssen sie so viele Stunden arbeiten. Wir haben Jugendliche, die ein Service volontär machen, die als geschickt gehen über den SNJ, das sind Junker, die abgehalten haben mit der Schule zum Beispiel, oder die nicht wissen, was sie sollen studieren gehen oder en Rupture familial sind, und die wollen aber nicht dabei bleiben und nichts machen. Da gehen sie bei den SNJ und dann haben sie dort die Möglichkeit, für einen Kontrakt zu kriegen, während einem Jahr bei einer Assoziation arbeiten zu gehen. Und da verdienen sie Sie müssen 30 Stunden arbeiten und sie verdienen die 600 € oder 800 € im Monat. Und dann haben wir Leute, die Sozialstunden müssen machen, dass die Leute, die Platz an der Prison zu gehen, sind sie verurteilt, Kinder müssen Stunden arbeiten. Und die vierte Kategorie von Leuten, dass die Leute, wo die Papaierinnen an der Reihe sind oder die Papaierinnen nie an der Reihe werden sind, an die dann aber nicht wollen auf der Straße bleiben oder nicht wollen daheim bleiben und nichts machen. Die aber benevol wollen schaffen und die schaffen dabei Eis. Man hat einen Kontrakt benevol. Und die Leute, die dir bezahlt, wo kriegt ihr am Funktion hier? Vom Minister von der Santé. Okay. Und wir haben eine Equipe von 55 Leuten, die 5 Häuser gerieren. Ja, das ist dann der Minister, den Sozialarbeiter bezielt, und Sozialarbeiter, die betreuen die Leute an der Reinsertion professionell, die 150 Leute, und sie betreuen Klienten, die von außen herkommen. Und letztes Jahr hat man die 5000 Leute, verschiedene Leute, die erst gekommen sind an das Restaurant, die Dusche kommen sind, Kleider sicher kommen sind, die einfach bei den Doktor schwätzen kommen sind, bei den Assistenten sozial schwätzen kommen sind, weil man ja verschiedene Services hat, die hier Kleiderwäsche kommen sind. Muss da gewisse Voraussetzungen erfüllen für den... Für den der wir kommen? Ja. Nee, es muss großjährig sein oder mineur accompagné. Der wir nicht gewalttätig sind, der wir keine Droge konsumieren, keine Droge verkaufen, kein Alkohol konsumieren. Auch für den Rest, der für Geschiedere kommen. Die sind auch herzlich willkommen. Die darf doch kommen. Ja. Die Idee vom Restaurant war damals die, dass man einen Platz sollte schaffen, wo Leute, denen nicht gut geht, respektiv nicht gut geht, auch Kontakt soll kommen mit Leuten, denen nicht gut geht. Aber die Leute, denen nicht gut geht, die trauen sich nicht bei uns zu kommen. Oder sie wissen nicht, manchmal Ja, ich sogar wusste, nicht. du Also ich weiß nicht. Also das ist so eine Geschichte. Die sind herzlich willkommen. 7 Rue de la Fonderie, auf Pollerisch könnt ihr kommen, oder 32 Grand Rue auf Asch. Okay. Aber effektiv, das ist nicht den Hauptgedanken, dass man so das ist ein offener Kaffee, weil wenn zum Beispiel mit der Pandemie,
wenn man viel Leute hätte verbausen, denen nicht gut Ja. geht, die Gefe kommen, dann hätte man Klienten und Männer, die dürften rankommen. Das ist schon schwierig am Moment, weil sie nicht mehr können eine Gruppe von 15 rangehen. Aber der Gedanke, dass wirklich es soll ob sie für sie drehen. Okay, das ist Moment, ja, das hast du gelesen. Momentan sind 15 Leute dürfen eben A Gruppen, gleichzeitig dabei sind, Gruppen also Gruppe von 15 Leute, an nur eine halbe Stunde müssen sie rausgehen. Ja. Und das ist ein großes Problem, weil den auf der Straße ist, die könnt ihr bei uns nicht nehmen, weil essen oder Kleider kriegen oder könnt ihr auch sich wärmen, weil nicht allein sein, braucht Kontakte. Armut ist ja nicht nehmen, kein Suchen haben. Armut ist auch sozialen Armut, kulturellen Armut. Ja, und das ist ganz schwierig für die Leute, weil sie gehen am Moment, merken wir, dass sie von einem Service an den anderen pilgern. Sie kriegen zwar alles, was sie brauchen, aber die lernen, sie sind noch mehr isoliert, sie sind noch mehr ausgegrenzt, wie sie schon waren. 5000 Leute da gesagt hat er. Ja, zu Asch an der Stadt. Also wir haben an normalen Zeiten 300 Leute am Durchschnitt den Tag, die auf Holleregiesse kommen, an 100 Leute am Durchschnitt, die auf Asche essen gehen. Momentan zu Hollere schleimen wir nicht mehr bei 150 Leuten, das ist talschend, weil wir dann nicht mehr durchgeschleust kriegen. Und zu Asch haben wir eine Zahl paroissial vis-à-vis von der Kirche, die wir verloren kriegen, und da können wir dann mehr Leute rauslassen, weil bis November letztes Jahr haben wir Barkette 400 Jahre ausgedeelt. Und sind die Leute dann am Anfang wirklich aufhängig von ihr? Also das hatten sie nicht? Nicht alle gut. Nee? Nicht alle gut. Nee. Wir haben noch Leute, die mit dem Auto beigefahren kommen, wo man dann kritisiert, wo man da gesagt kriegt, ja, wie kann das sein? Den do, der fährt mit dem Auto lunchen und die können bei ihr essen. Oder den do, du weißt aber, dass den Zimmer über deinem Kaffee hat. Nee, wir haben wirklich von allem. Aber wir sind ja auch nicht die ich weiß, wenn ich krass ausdrücken, das ist ja nicht, wir sind keine Police, die für unter dir steht und die sieht, die hat blau an, die sieht blond, die darf drankommen, die sieht ernst, die darf nicht drankommen. Nee. Es ist ein Platz, die gedurcht ist für Leute, denen es nicht gut geht. Dass es Abühe gehen, dass es heinz Leute gehen, die vom System profitieren, das geht es überall. Dass es unehrlich Leute gehen, geht es überall mehr. Wenn da Gift gucken kommen, wie eng Leute bei uns da sitzen, auch von der eng Wohnung haben, da gibt es Leute, die mal logé sind, die einfach an einer ganz kleinen Wohnung sind, zu viele Leute, die ein Bootzimmer müssen delen, eine Küche müssen delen, und das weiß ich alles nicht. Oder es gibt noch Leute, die mit dem Auto kommen, an dem Auto ist hier wunnischt. Sie schlafen am Auto. Das heißt, kann ich nicht einfach jugieren, also, den du können am Auto. Sie delen sich vielleicht ein Auto. Sie sind vielleicht zu poor, dass sie mit dem Auto kommen. Genau. Ja, das ist ja normal. Sie müssen sich durchboxen. Das ist le règne de la débrouille. Ja. Wie für mir das machen, wenn wir an ihrer Platz wären. Wir werden überverloren. Ja. Vielleicht wären wir nicht da. Vielleicht gehen wir auf der Brücke stehen und dann gehen wir raufspringen. Also ich schon hohen Respekt für die Leute, die auf der Straße leben. Weil am Mengen an sind sie nicht schwach. Sie sind mehr stark wie verschiedene andere Leute, die sich beklagen über Kleinigkeiten, wo ich kann ich natürlich nicht verallgemeinern. Ja. Ich karikaturiere noch eins. Für es fertig zu bringen, eine ganze Wand da draußen zu schlafen, für es fertig zu bringen, nach Kraft zu haben, auf welche schaffen zu gehen, ob schon den auf der Straße ist oder ob schon den seine Arbeit verloren hat, drogenabhängig ist, alkoholabhängig ist, irgendeinen Member von der Familie verloren zu haben, ob schon den depressiv ist. Also das, was Leute erlebt tun oder ob schon den als Kind immer Opfer von Gewalt war. Es bringt den nicht einfach nach fertig. Sie überleben, weiterzufahren, an noch vier zu gucken. Du musst ihn aber schon stark sein. Können wir eigentlich über die Leute ein bisschen mehr spezifisch schwatzen? Habt ihr da vielleicht ein so Inside-Stories, was genau geschieht, für da den auf der Straße landet? Kann das ganz schnell gehen? Kinder so viel Geschichten.
Ja, ich gehe nicht einmal pur. Die ein, das ist die vom Rudi, die kennt jeder auf der Straße. Den ist auch gestorben, den ist abgewusst an einem Kannerheim, an den ist von Kannerheim zu Kannerheim gegangen. An den hat ein IQ, den ganz niedrig war, an den hat doch nie Schule gepackt. An der war ganz bekannt an der 10. An no de Kannerhemer ab 18 Joer war den op sech stalt, so dats den einfach rausgeheit op d'Stroos gesat gin. An Demols, well de Rudi de war bis Mial wiesch, Demols goufnet an net all die Strukturen, die et haut gin. Ja, ich kann mich erinnern, dat man gesot huet, dat hi an de Prisung schlofe gegangen ass, dat sech so ugelöscht, fir am Wand da können an de Prisung zu schlofen zu go, fir net mussssen derbausen zu schlofen, well an Prisung as se besser wie op der Stroos, an Prisung huet de westens erwärmt Issen an erwärmt Bett. Dat war seng wie da. An den Rudi war auch die war bekannt vun der ganzer Poli an die war auch schon eng 15 Keieren an Prisung immer ran raus wen Kklengegketen. An den asgent van den Keier ass dat schief ausgange, weil liewen op der Stroos war hart das an du hast gestorwen. Ja, das eng Geschicht. Eng aner Geschicht kann er woch sinn eng Person, die Bemol psychisch krank gëtt, mat 40 Joer, die eng Schädung han ze Schwez, dabecht verléiert, an dann rutscht an Medikamente hält, die Medikamente mat Alkohol verbünnt, an dann de Kontakt zu der Realität immer méi verléiert, sech kein Hëlle fried, kein Hëlle akzeptéiert, an durch die Krankheit dann rutscht an dann Bemol keinen anderen Ausweg fand wie de Foyer Ulysse, wo ich kann schlofe goen, wann rechter huet, wann Lützeboier ass, van den Hai am Land geschafft huet, da kann ich nimmen an de Foyer Ulysse goen. Die hu 6 Spatter as in awer lo Grenzgänger an hue nie zu Lützeburg geschafft. Dann geht an dat Land verwiesen oder geschickt oder krieg gesot je hut rachte an Ärem Land geht do hinreck. Am Moment mat der Wandteraktion huet schiin rachtter do hinschlof tracht do hinschlofen zu go an die hun noch wat hun se eng 200 Batter mit der bis 31. März. Ja, ja. Vielleicht könnt ihr einkeier den Dach, wo man die Wandteraktion ganz Joer hun. Weil die Leute die sind do, die sind ganz Joer do. Oder man méi lang wie Dezember bis März. Ja, weil das nach eng aner Geschicht. E Jonken den adoptéiert gin ass den aus Kolumbie kom, an den dann mat 20 Joer am Foyer den et Demols gouf zerschloe Ginners an moes Doderëm von Ginners an dat war Jonken, Demol net drogéiert war, dat war einfach den mat segen Ären am Klinsch war an op Stroos gangen ass, weil et fir Jonker die Stroos die zit ab e gewissenen Alter. So mat Urzeng, dann die verschiedene Jonker, die so en Stroos ass még Familie, die verstimmech, die hunn dieselbecht Problem wiech. Dat will awer net heechen, dat het Elternhaus schlacht das oder mit dat heescht einfach, dat ze do Appes vermëssen, Igent Appes net kreien, wat ze dobause fannen, an dann ass de Risiko ganz groß, wat de mi lang op der Stroos verbringt, wat et méi schwierig ass firm de Wereck an eng normal Wuning ze fannen. Mir hunn och Leiit, die komplett desinstitutionaliséiert sinn. Dat hecht Leiit, die de Wenemi an die Institutionune fannen. Die wollen einfach kein Hölf, das muss nicht sagen, wo wollen. Die können die Hölf nämlich unholen. Die sind, du gehen so viele verschiedene Geschichten, du kannst dich dann erzählen, bis an nur daran, verschiedene sind immer mehr und Herz gewusst wie andere. Es gibt nicht eine Geschichte. Ja, ganz persönlich, ganz individuell. Festzuhalten, Mensch, als das, weil ich meine, viele Leute, die gar keine Ahnung haben und sich nicht informieren, die meinen, heute Lützeburg muss ich nicht auf der Straße leben, wenn ich nicht will. Also ich finde das Zitat schon mal her. Ja, das ist auch schon oft her. Genau, das ist falsch.
falsch, das richtig, war das falsch, war das richtig. Das ist nicht schwarzer Weiß, das ist ganz oft groß. Es gibt Leute, die sind mal über den Weg gelaufen und die haben gesagt, ich will träger mein Squat. Ich bin aber auch froh, für meine Wohnung zu holen. Ich bin froh, dass ich eine Hilfe gekriegt habe. Und die Person, die mir das gesagt hat, die ist auch mittlerweile gestorben. Und den hat das aber gebraucht, dass sich zurückziehen, dass allein sind, weil er jahrelang am Busch gewohnt hat, an Häusern gewohnt hat, die aufgelegt, also Squatte waren. Und Heinz, du hat den das nicht mehr ausgehalten. Die Gruppe, die Regeln. Da war es, meine ich aber an Mengen an nicht gesagt, von wollen, ob schon hier das so gesagt hat. Ich finde das als eine Sache von können empfand. Dass den einfach, ja, die Kompetenzen nicht mehr hat. Ich weiß nicht. Konnte nicht von dem mehr. Konnte einfach nicht mehr, ja. Das sind zu viel gehen. Die haben doch Lebenskünstler, die dann am Wölleren rumfahren und die sagen, ich will den Druck von der Gesellschaft nicht mehr mitmachen, ich will nicht mehr arbeiten gehen. Am Anfang hast du eine ziemlich Freiheit dann auch. Just, du warst am Anfang frei, du musst gar nichts machen. Also wirklich frei. Just, du hast keine Suche für... Ja, ich weiß das. Leben dir und Freiheit. Sind wir wirklich frei? Jetzt sind wir frei, wir sind frei, an die Strukturen zu gehen, die für uns geschafft sind. Wir sind frei, wir sind so weit frei, wie wir morgen frei zu sein. Wie wenn wir krank sind. Also ist Freiheit eingeschränkt. Wir haben nicht viel suchen, sind wir auch eingeschränkt also an unserer Freiheit. Am Kopf sind wir frei. Wie lange sind wir frei? Das geht weit. Aber ja, da sind, und dann ist sie noch nicht so frei. Der wird du draußen schlafen, der wird mein Zelt, egal wo, abrichten. Sind ich sicher, als meine Sicherheit mir garantiert. Ja, das ist schön gut. Wir gehen mal an die Freiheit schlafen. So schön ist das nicht. Und die hat viele Stromaten, die an der Nacht nicht schlafen. Die können Augen zumachen, weil wenn sie lang sind, dann ist es aber gefährlich und da riskieren sie ihre Sachen geklaut zu kriegen. In den tiptop an fit ist, an Form ist, den sie hat, den man im Rucksack, wie in das hier so ein bisschen am Kopf hat, der Baba Cool, den Hippie, den von Land zu Land geht, an die Länder geht, wo es warm ist, an die vielleicht dann Heinz durch Schaffen geht, wenn er Lust hat, und dann hat er ihm genug suchen. Ja, natürlich geht es auch der. Aber das sind die Konditionen nach haben, die Kraft nach haben, die doch fertig bringen, einen Patron zu finden, den sie erstellt. Ja. Die auch nach irgendwie Wert, ob jetzt ausgesehen, lehen. Kann ich bei ihr auch offriert dir auch Kofferin und also da den sich ja okay ja. Aber dann auch mir forcieren können. Ja. Die hat auch Leute die nicht mehr auf die Service zurückgreifen. Die hat von allem, die hat Leute die leer wert ob ihr ausgesehen und du merkst dann nicht, dass es Stromate sind. Die sind so gut angedoen an die Hunde stolz nach. Und die wollen dann noch nach Kleider machen. Und die kommen dann noch bei uns an Kleiderstufe und die so, ich hätte gerne so, ich hätte gerne hier, ich hätte gerne da. Aber wenn wir das tun, da kriegen sie da doch. Und andere, die lassen sich komplett gehen, ob schon sie könnten. Ob schon sie die Möglichkeit tun, sich zu duschen. Sie haben die Möglichkeit, hier hoch gewaschen zu kriegen, geschnitten zu kriegen. Sie haben die Möglichkeit, Frischkleider zu kriegen. Sie haben die Möglichkeit, hier Kleider waschen zu tun. Zu losen, wie oft als nach ein psychische Krankheit haben. Wenn du einfach so die Perspektive für ein Kind rauszukommen verlierst, dann hörst du einfach nicht mehr viel, nur viel zu gucken. Aber wenn es nach dem Kopf ist, ich komme ein Kind raus, irgendwann ist das fertig, dann pflegst du dich doch vielleicht noch mehr. Ja, das ist ein Charaktersache, das von den Grund für weiterzugehen. Und was hält den sie schon? Und was klammert den sich? Was ist einem wichtig? Für wen möchte den nicht? Du hast auch Juncker,
oder ja von Junker hole wie der dirische Junker adressiert guckt an de Schulen Junker die het wichtig fanden se soll da zu waschen an Junker die het wichtig fanden se schein zu schminken se schein unzudoen an Junker die so Beruf das doch egal schon knascht es den oder net ich gesinn dat net so eng ma ja so also doch bei Eiseleit also die Leute die bei Eis kommen sie net ganz ernst das nicht viel mehr ernst das wie leider ist der Gesellschaft sie hun Gefehler sie hun alles wie mir auch hun sie hun vielleicht ein bisschen mehr extrem aber wie viel gehen dann so zuletzt schon ungefähr die auf der Straße von die Zule gi es gibt kein Zulen an die Frau kein immer im Gestalt ich einfach darüber an dem sich so muss gucken wie viel Leid pro Tag an den verschiedene Strukturen abgefangen gehen das heißt die Struktur d'urgenzen ich gebe so ich gebe auf 300 Tippen wenn man die 60 Leute holen die am Foyer Ulysse schlafen plus die 40 die am Abrigado sind Abrigado aus den Foyer für Toxikomanen der fixe Stufe zu Boden wäsch 20 Leute die zu Asch sind sie mal raschend mat 120 an dann enke ja 150 die am moment an der Wandaktion sinn an der fleicht net fleisch russe Leute die nach dobause sind zu Äschern an der Stadt weil die mecht halen sech do op mit domi sind Polifroen wat tun sie wegen Statistike hun sie Statistike wieviel Leid schlufen effektiv an den Parkkaiser an de Busser an den Entree von den Häuser an der Entree von der Residenzen an denen Häuser die nach irgendwo fünf die nach irgendwo opsinn von den du op Russisch könnt das schwer so sie kommen ja net bei so sie net sind do schreibt mir mehr ich gif ja so pro Dach op 300 Tippen und dann wird ich weiß net mit sind nach zu viel sind da viel zu viel für Reichsland wie Lützeburg zu viel und das net akzeptabel dat Leid am 21. 22. Jahrhundert nach 21. Jahrhundert dat du bei schlufen net an engem zivilisierten industrialisierten Land aus Lützeburg wirklich quasi also von den reichsten Ländern mir sie wirklich Klangland also auf der Welt geht eigentlich nicht viel besser wie hier und aber kriegen wir dann nicht hier im Land hin oder falsch wie sie Zöllen dann wie vom Ausland besser viel besser wie das Ausland von der Frankreich zum Beispiel holt am Winter du mussten sie zählen für ein Bett zu kriegen sie gi von Assoziation zu Assoziation du ginet net genug better mir ho genug better me et sind aber Leute die durch dat sozialtraster fallen mir genug better iwwer die 3 Main wo Wandaktion dat heißt, prinzipiell mis schon 120 better méi iwwer ganz Jahr existieren gi so ja dat wär schon net schlecht von do wäre ja me wat man auch brauchen als bezuelbaren Wohnraum ja da das Und wir brauchen Arbeit für Leute, die nicht mehr kapabel sind, dem Druck von der Gesellschaft not zu gehen. Wir brauchen Arbeiten für nicht Schwachleute, für Leute, die nicht mehr kapabel sind, 8 Stunden zu schaffen. Für Leute, die nicht mehr kapabel sind, schwere Sachen zu hören. Für Leute, die kein Diplom haben. Müssen von Entreprisen gehen, die halt auch so Arbeit noch Freieren ausschreiben. Entweder Entreprisen. So, ja Supermarscheen Leute die de Kette drecken dat sie nach Leute die net viel Diplome hun durch die Informatik durch Tertiarisation als dat alles verloren gegangen all die Klänge wat auch an der Gesellschaft vermissen als freier huet Gesellschaft sech responsabel gefilt fir Daylight opzefänken, weil arm Leiit goufnet jo immer. Me wo sind déi ënner kom beim Bauer, die konnten dann do hëllefen an de Wengerten. An du ass och do huet jiderene bësse no jidereng geguckt, weil en se och gebraucht huet. Haut brauchen se méi. Haut gin se schief geguckt, haut steieren se.
haut man sei Angst für wat, wenn man vielleicht an hinnen etwas gesehen, was auch an Eis stöcht. Ich kennt ja auch rutschen. Das war das gucken, das die Krankheit, den Tod, den gleich könnt, die Hoffnungslosigkeit, die Solitude, das Alleinsinn, den du hat keine Familie mehr, das sie aber Sachen, die den an den erlebt, drehen ein bisschen auch von den vielleicht nicht, dass die große Klappkränke geht. Ja, wenn den aber guckt, wie viel Schwierigkeiten es an der Schule gibt bei den Jungen, wie viele Leute die Arbeit am Moment am Gange sind zu verlieren, wie viele Leute fährten für ihre Arbeitsplätze, wie viele Schädungen es gibt. Wir gehen nicht aber noch andere Opfangnetzer bis in Sans-Abri geht. Froh aus Mengenisch, was das für Drogen geschieht. Genau, ja. Wie viel Feiern hat der Mensch? Trotz natürlich nicht drehen. Also schon zu einem gewissen Degré, aber vielleicht nicht zum Dave, oder? Hol mal dir hat eine unheilbare Krankheit. Dir hat Schwierigkeiten an der Schule. Dir hat Eltern, die haben sich getrennt. Und die hat einen Pap, den gewalttätig war. So, das sind die Sachen, die dir erlebt hat. Und dann holen wir mich, zum Beispiel, ich habe noch eine unheilbare Krankheit, ich habe auch ein Member von meiner Familie, die gewalttätig war. Ich bin vergewaltigt worden, ich war aber gut an der Schule. Ich habe da verschiedene Sachen mehr, die machen, oder ich bin immer sensibel. Ich bringe nicht fertig, mich echt aufzuschirmen. Also habe ich auch schon gerade so viele Blessuren wie dir, aber schon die Angst, dass sie überwunden. Und da könnte nach ein großes Brüche, das ist, dir sieht gerutscht mit 4 Blessuren. Ich schon da auch 4, aber ich schon fertig gerutscht. Und da könnte ein 5, und da könnte ein 6. Aber ich könnte sie nicht. Da rutscht nicht. Dir sieht schon gerutscht. Das heißt, dir hat die Bagage vom, ich bin gerutscht. Es gibt keine Regel. Aber ich bin überzeugt, dass jeder kann rutschen. Und da ist ich froh von, wie viel wie nennen das? Wie viel, da kommt nicht auf das Wort, Couduren hatte ich an meinem Leben. Auf wie zu welchem Zeitpunkt? Auf wie konnte mich abfangen? Wie war da? War ich kapabel, die Hölle unzufrohen? War ich kapabel, sie zu akzeptieren? War den, die vis-à-vis von mir war, oder die vis-à-vis von mir waren die hartnäckig genug? Das ist so viel. Das, ich meine, die Familie, also Kollegen, drohen einen großen Teil bei, für das nicht rutscht. Ja. So, wenn du abgefangen ist, nee, du kannst bei euch schlafen, oder dann bleibst du aber in dem Environnement. Von den Kanonen holen, ja. Ja. Stell dir vor, dir sieht stolz, und dir schummt dir, und dir wollt nicht bei ihrer Familie gehen. Und dir geht dir verschanzen, dir geht dir verstoppen, weil der wirklich nicht wollt, Klappe gehen, also ich habe keine Suchen. Ja, und noch einfach nicht so lasch. Ich gemacht. Ja. Der geht da auch, die ihre Familie nicht wollen wehtun. Ja. Und die einfach zu viel stolz sind und dann nicht froh gehen, keinem wollen zu lascht sind, ob schon die Familie das gar nicht so abgeholt hat oder die Freunde. Aber was können wir als Gesellschaft machen, für zu helfen? Wir müssen dann abmachen. Wir müssen, und nicht, was können wir, was müssen wir. Weil ich bin wirklich der Meinung, dass wir alle gut müssen, für die da sind, denen es nicht so gut geht. Die Leute haben Recht, ob Wohnung, ob Arbeit, ob Gesundheit. Aber wir haben auch die Pflicht, nur den Schwachen zu gucken, und nicht nur den Schwachen, nur den Leuten zu gucken, die das nicht tun. Was es besser geht, was wir mehr eine große Pflicht tun, weil wir ja auch mehr Kapazitäten haben, für das zu machen.
wir müssen wir dürfen nicht egoistisch sein, wir dürfen, ich will nur nicht klingen wie eine Mutter Teresa, aber die Hunde müssen denen gehen, die das tun. Wie konkret, Solle. Also das absolut richtig, aber ganz konkret, so was kann ich zum Beispiel machen, Okay. was kann ein anderer machen? Man zum Beispiel die informiert. Das ist immens wichtig. Die sensibilisiert. Es soll sensibilisieren, informieren. Es kann ihnen aktiv helfen, benevol mitschaffen. Am Moment ist das bei uns nicht machbar. Aber ein Open Ohr für ihn. Just nur lauschen. Das ändert nicht an der Situation von der Person. Aber das heißt aber nach, die Person gehört zu der Gesellschaft. Sie ist wichtig. Aber nur lauschen, wo, also Zum Beispiel bei uns. bei euch kommen Ja. und dann du mich offrieren als Ja, Benevol ja, zum ja. Beispiel. Okay. Zeit spenden, Okay. so oder was wir ganz viel brauchen, mit das braucht alle Assoziationen, dass sie spenden, weil das Ministerium bezielt einen Teil von unseren Aktivitäten, an einen anderen Teil wird nicht finanziert vom Ministerium, und da müssen wir probieren, zu heranzukriegen. Das heißt, Crowdfunding-Aktionen lancieren, probieren sich zu mobilisieren, auch wenn ich nicht kann direkt an die Association gehen. Aber so ich organisiere zum Beispiel die Schulen, die organisieren, sie verkaufen Kuch und dann geht noch los für eine Association. Oder es gibt Entreprisen, die haben ein Budget, den sie weitergehen können. Und sie können nicht von den Steuern aufsetzen. Oder es gibt Entreprisen, die Essen, an Platz Essen zu organisieren, ein Repas de Bienfaisance, weil sie da Moment nicht können organisieren, holen sie dann einfach das Budget und die gehen der Association. Aber zu den normalen Zeiten für die Runde kaufen nicht Entreprisen, die haben gesagt, wir machen ein Fête du Personnel. Ob der Fête du Personnel machen sie eine Vente aux Enchères. Das heißt, die Leute alle gut, weil sie wollen Teambuilding machen. Sie hätten gerne, dass der Bestamm Minot einen und den anderen hochkommen, kann alle Motterbestamm ein Service verkaufen. Das heißt, ich so nur zum Beispiel, ich verkaufe Babysitting Stunden, 4 Stunden, 50 €, wer will mich bei sich heim anladen. Und dann bezielt den die will mich bei ihr anladen, die gibt 50 €, die 50 € kriege ich nicht, die kriegt Stimme. Okay. Aber die hat aber mich kennengelernt. Ja. Das heißt, die lernen, und ich fand das eine immens cool, flotte ja. Das ist Initiative so von der Entreprise. Die Entreprise können sich lauter Sachen auffallen lassen, kollektete Kleider kollektieren oder Hygieneprodukte kollektieren oder alles, was den sich so kann auffallen lassen, was die Assoziation unterstützt. Ja, was kann ich noch machen? Nicht Darm zu machen, nicht einfach Lunch gehen. Das ist das, was ich mich gefragt habe, weil oft, wenn in der Stadt geht, meine ich, wenn die Leute angeschwart gehen, so könnt ihr mir vielleicht so gehen, dass die Leute sich wirklich unwohl fühlen. Und einfach Lunch gehen und hoffentlich beklaut dem ich nicht zu denken. Da kann ich zum Beispiel, wenn ich keine Suche habe, dann will ich keine Suche gehen, kann ich ja Breitschen gehen. Oder das kann eine Person gucken. Ja. Also, tut mir leid, heute habe ich keinen Münz bei mir. Ja. Ich hätte ich da gerne gehen, einfach 2 Wörter schwatzen. Ja, ich meine, das ist auch überwichtig, nicht einfach zu ignorieren. Ja. Einfach zu machen, wie kein do wäre. Ja. Da muss ich natürlich sich Zeit holen, da muss ich sich überwinden. Und dann dem noch können doch noch Leute gehen, die dann da sitzen, also nee, ich will das nicht, ich will suchen. War doch jetzt recht das. Ja. Aber ich finde aber viel von Benevoler hören, für Leute hören, dass sie von tun, dass es ganz bereichernd wäre, den Austausch zu haben mit Leuten, denen es nicht gut geht. Weil es geht den, auch von dem Moment, wo es geht, kriegt den auch zurück. Mit der wir nicht gehen, viel zurück zu kriegen. Ja. Ja, also einfach mal ausprobieren. Einfach. Ja, also ich meine, das so ignorieren ist auch wirklich falsch. So wasch gucken an das Problem, so, die geht es nicht einfach. Natürlich Ja, ist das Problem, das steuert. Natürlich ist es. Ich verstehe da doch, dass es Leute gibt, die sich abregen. Also, die pissen mal für eine Fassade, die lassen ihren Dreck da leihen, die lassen hier spritzen, egal wo leihen, und kann riskieren dran zu trippeln.
Mit das aber ein gesellschaftliches Problem, den man muss umgehen. Das ist nicht an dem wir uns darüber abregen, dass wir die Lösungen finden. Die konkret Lösungen sind als individuelle Leute eben nicht ignorieren und halt face-to-face quasi helfen. Ja. Als Gesellschaft und Preis, Donner machen, Sachen organisieren und spenden. So. Und dann noch vielleicht nach politisch Druck machen und erwarten von den Politikern, dass sozial mehr unterstützt wird. Es gibt schon viel unterstützt, aber das sozial das kostet. Bringt das Stimmen heran? Ich weiß es nicht. Das sozial das ist ein bisschen eine Phase in die Boden. Mit das ja aber trotzdem noch hier im Land greifbar par rapport zu all anderen Land, was ich kenne. Also hier ein Problem, den aber nach irgendwo greifbar ist oder lesbar misst also ich meine, das ist eine Sache von Willen. Okay. Das ist eine Sache von Prioritäten. Okay. Was ist uns wichtig? Wen ist uns wichtig? Wie soll als Gesellschaft aussehen? Soll es eine Gesellschaft vom Profit sein, wo just die stark sich durchgeboxt kriegen? Oder soll es eine Gesellschaft sein, die sich auch responsabel fühlt für die Milchschwach an die dann auch etwas möchte, für das es nicht so weit kommt? Ja, das tut sich auch vor, so, weil ich kann nicht präventiv voilà, machen. An der Prävention schon aufhängen, ja. Da gibt so viele Sachen, wo ich Mist aufpacken, Präventionen an der Schule machen, ein anderes Schulsystem, für das die Kinder, die Ausländer sind, dass die nicht aufbrechen, dass die aber irgendwo ein Diplom fanden. Oh, ich bin nicht froh, die stellt mir so viele Fragen. Also ich meine, die Fragen, die da stellt, die sind noch richtig. Die stellen sich auch Politiker, die stellen sich ganz, ganz viele Leute an. Die müssen wir auch stellen. Dass man das Problem... Ich meine, dass man das Problem aber auch nie ganz gelöst werden kriegen. Nee. Ich kenne kein Land, wo die Probleme nicht gehen. Also da gebe ich absolut recht. Ich denke, wann dann so quasi zu Lützeburg, so wie viele andere Probleme auch, wo ich mir denke, so, wenn du Lützeburg als Paradeland gibst, so als von den kleinsten, von den reichsten Ländern auf der ganzen Welt, so effektiv, wann nicht heu, wo kriegen wir das Problem dann so gelöst. Aber können wir nicht heu hinkriegen, bei 600.000 Einwohnern, für so solidarisch zu sein, dass wir denen Männer privilegierte Leute helfen, für dann das Problem zu lösen. Ne? Ich meine, das gibt eine Challenge für die Jungen. Die sieht ja die Generation, die du kennst. Ja. Die sieht ja die alles für uns schon. Die hat die Must auch Schiedrehen heute. Für mich ist es wichtig, dass ich schon mal etwas aufhängt. Es kein Wert, sich Riesenziele zu setzen. Ein kleines Ziel geht doch durch. Da geht die Männer enttäuscht. Und soll ich mit dem Beispiel 4 gehen, und verschiedene schon die Busse machen, dann hat man schon viel gemacht. Viel kleine Drüpsen noch bewarmen stehen, kann in Hoffnung hunderte stehen, vielleicht von den Chemikalien geht. Ja, natürlich. Ja. Das ist halt wichtig, dass wir spenden. Oder ja, was Leute könnte machen. Das ist das, was wir brauchen. Ja, wenn ich so, wir brauchen Benevoler, nee, das ist nicht der Fall. Wir spenden nicht einfach, geht euch suchen, macht euch eine Überweisung auf den Konto. Das ist auch wichtig, dass das thematisiert wird. Das Leute sich conscient, also das Leute sich bewusst sind, dass da Sachen müssen geändert gehen. Das ist mir wichtig, und dafür sind ich auch heute hingekommen, dass man wichtig, dass das Problem immer auf den Tisch kommt, dass dann immer thematisiert wird, für dann, dass auf der anderen Seite vielleicht Leute sich so, tja, ich hätte vielleicht eine Lesung, ich hätte vielleicht einen Hangar oder ein Hall oder Restaurant, den ich kann zur Verfügung stellen, den ich nicht mehr brauche, den ich nicht mehr will, oder schon Appartementshäuser, die ich könnte irgendeine Assoziation zur Verfügung stellen, für das die Leute dran setzt.
Also ich bin überzeugt, dass ich für dich muss Probleme auf den Tisch legen, für dann, Ja, klar. dann, Absolut. ja, dann aus irgendwo geht es geheiert und da können die. Absolut, 100%. Ja. Naja, na froh. Geht nicht auch so, also ich habe das schon ein paar Mal gesagt, gibt denen nicht, weil das sie so organisiert wandeln. Ja? Also Ja. Bauer. Ja. Ja. Okay. Ja. Was ja auch normal ist. Da, wo Armut ist immer Kriminalität. Und gehen immer Leute ausgebeutet. Und es ist eine Tatsache, dass verschiedene Leute mit dem Auto über die Grenze gebracht gehen. Und also eine organisierte Kriminalität oder ist es einfach eine Organisation tout court? Also just vielleicht eine Mentalität von denen Leuten, dass die gewinnt sind, so zu funktionieren, sie haben einen Chef und dann sind verschiedene Leute, die machen verschiedene Sachen, andere Leute machen andere Sachen, ich weiß es nicht. Weil das ist ganz schwierig, für an die Population ranzugucken, für den mir haben Spruch nicht. An die Leute, die kommen bei uns, für just verschiedene Sachen zu kriegen. Aber das ist immer Flut. Das geht immer vom System profitieren. Es sind immer Abühen da. Und wir können nicht alles kontrollieren. Und wir haben nicht alles am Griff. Aber ist das der Grund für nichts zu machen? Für mich sind es aber Leute, für die etwas muss gemacht werden. In den du sitzt an hecht an den dann mit einem Konto hingesagt wird, das ist aber in den etwas braucht. Ja, absolut. Was kostet mich für dem dann vielleicht ein Brötchen zu gehen oder ein warmes Decken oder... Und für dort zu überlegen, und das ist wahrscheinlich naiv, weil ich überlegen, für bei ihm zu gehen und ihm quasi eine bessere Alternative zu proposieren, also quasi hier mit der Hand zu holen und ihm einen anderen Job oder so. Nee, ich weiß nicht, von den das kennt gehen, von ich könnte mir schon vorstellen, aber bon, das ist schöne Gedanken. Die Spruch, die Barriere von der Spruch, die Barriere von der Gesundheit, mir für was nicht. Also es gibt noch schöne Geschichten. Ich habe auch schon hören von Leuten, wo ein Patron oder wo den eine Wohnung hat, dann ein Zimmer angeboten hat, dann da kommen dann aber rundherum andere Probleme. Aber ich habe auch schon hören von Leuten, dass sie andere Leute von der Straße raufgeholt haben. Ja, nee, das ist nicht utopisch, das ist machbar, soweit es machbar ist. Aber die zwei müssen das selbst wollen. Ja. Die wollen die Leute auf der Straße von den Einkehr, haben sie am Gedanken, Einkehr fortzukommen? Aber ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Die hat da viel, die nach die Hoffnung haben. Wobei sie aber nicht unbedingt so klar so, aber wenn das Gift froh, ja. Ich bin überzeugt, wenn der Gift so als er will, dass das Leben da haben, wenn er die Chance hat, auf der Straße zu bleiben oder eine Wohnung zu haben. Was gibt er aussichten? Stellt den Leuten mal froh. Ich meine nicht, dass da viele werden dabei sind, die so ich will dabei bleiben, weil ich da meine Freiheit habe, weil es da so schön ist. Ich weiß, ich kenne Jugendliche, die wollen nicht. Die wollen nicht mehr zurückgehen auf Plätze, wo Regeln sind, wo sie müssen ab einer gewissen Zeit dabei sind, wo sie nicht dürfen mit ihrer Freundin am selben Zimmer sind, wo sie hier Muppen nicht dürfen mit rauslassen. Ja, aber das ist aber nicht für lange Dauer. Irgendwann wenn der Wand da ganz kahl geht, dann geht ganz allen und sie gehen zerbetscht oder du hast nicht mehr so viel Solidarität in den Nähen oder sie gesehen, dass verschiedene Kollegen an Drogen rutschen oder an Krankheit rutschen, da so und so, aber irgendwann denke ich, das ist nicht für mich. Ich halte das nicht lang aus, nicht auf lange Dauer. Und mir hatte Leute, Junker, da haben da verschiedene den Keier gekriegt. Und die haben eine Arbeit bei der Gemeinde gefunden und die sind auch immer da.
an anderer Hunden drei nicht kriegt. Ich hoffe, nachher wir das eine Werte kriegen. Aber das sind da vielleicht mehr Rebellen, mehr Revoluzer. Ja. Ja. Sind überall, wo so menschliche Geschichten sind, wir haben es nicht am Griff. Wir können nicht mehr proposieren. Und dann hängt es davon ab, was ist der richtige Moment für die Person. Es sind so viele Faktoren, die müssen zusammenkommen. Aber ich bin kein Sozialarbeiter. Ich meine, die gibt nicht auch eine Antworten geben. Die gibt nicht auch vielleicht so, und du musst da klappen, für dass die überhaupt eine Hoffnung besteht. Okay, mehr. Der will nie die Hoffnung abgehen. Also ich meine, solange die Leute lebendig sind, als Ziel an der Stimme ist es, aber auch die Leute zu stabilisieren. Nicht unbedingt sie auf den ersten Arbeitsmarkt zu kriegen, sie auf den normalen Wohnraum, ihnen eine normale Wohnung anzubieten, wenn wir schon fertig springen, dass sie nicht sterben und dass sie nicht nach mehr rutschen. Dann haben wir schon viel fertig gebracht. Einfach ihnen eine gewisse Dignität zurückzugehen. Mir hat die Idee am Anfang ja vielleicht zu invitieren. Wisst ihr doch vielleicht oder die können das nur so. Ja, wir können halt nur ein bisschen mehr schwatzen. Das wäre immens interessant am Anfang. Also von der Perspektive. Ja. Wobei die können auch ein paar anladen, dass dann so verschiedene Profile hat, dass sie so ein... Ja. Also ich bin überzeugt, dass wir da Leute finden, die das doch gerne machen. Okay. Und sowieso, wenn sie nicht wollen, auf verschiedene Fragen antworten, dann geben sie das doch machen. Ja. Oder die gepackt haben, rauszukommen. Ja, hat man auch schon. Ja. Mit die melden sich nicht mehr bei uns. Ja, okay. Weil wir sie dann aber eine Erinnerung. Ja, das war. Sie wollen dann. Also, ich weiß da mehr, die gestorben sind, wie die Keier gekriegt haben. Ich hoffe halt immer, wenn ich mich von den Leuten hören, dass sie darum rausgepackt haben und dass sie nicht am Prisung sind oder an irgendeiner Kur oder an irgendeinem Spital oder an irgendeinem Kirchfest. Aber bon, das gibt man nicht alles gewohnt, wie das man kein Suivi hat. Hat ihr da, wenn ihr Computer gucken, hat ihr Leute, die euch Fragen stellen? Nee, das ist nicht. Die hat der Frau. Das ist nicht live. Nee, das ist ja krass. Ja, wir können halt nur noch, wenn wir fertig sind, ein bisschen die Idee da weiterspannen, weil wenn du wirklich, als das so ein bisschen überlöscht, können wir euch fragen, ob das realistisch ist. So wir zu Gölle froh kommen. Ich meine, wenn ich noch ganz viel Frauen und Bauch gelöschert, habt ihr eigentlich Gelegenheit für unsere Audience eine Frage zu stellen? Gölle froh? Also, ich gebe die Frage stellen, die dir gestaltet hat. Weil das ist wirklich die Frage, ob die ich gerne eine Antwort kriegen. Was müssen den an Ehren an, heute zu Lützeburg machen, für besser können gegen Armut zu kämpfen? Gut, mega gut. Also ja. Mega schwer. Ja, schwer. Aber geht aber was zu gewonnen. Ja, was geht das zu gewonnen? Es geht nicht zu gewonnen. Es geht zu gewonnen. Ja, wenn es nur ein Klient von der Stimme wäre, den da gibt man den Antworten kommen und den das gibt gewonnen, da gebe ich so ein Krit für 2 Monate lang eine Karte, dass während 2 Monate lang gratis bei Asier kommen. Normalerweise kostet es 50 Cent. Gedrängs kostet 25 Cent. Gibt dann so ein Carnet kriegen, wo ein Alltag kennt, gratis bei Asier kommen. Wenn du eine Person hast, die nicht en besoin ist, eine Person ist, der es gut geht, da gebe ich so sie kriegt von uns ein Abonnement, ob als Zeitung, ob Zeitung stimmt von der Straße, und sie kriegt dann die Zeitung 5-mal im Jahr geschickt. Okay. Das Abonnement ist normalerweise 15 € wert, und dann gebe ich hoffen, dass die Person, die dann die Zeitung kriegen, dass die auch interessant finden. Ja. Aber voilà. Super, ja. Cool. Die muss das bei ihr promoten, dass Leute mitmachen, dass sie das können gewonnen. Muss da ihnen so.
Manisch. Ich setze das dann von Sendung, wie kann ich das noch machen? Von Sendung online aus. An dir schickt man den Lien, dann setzen ich den Lien auf unsere Facebook, auf unsere Internetseite und dann muss ich das dann drunter schreiben. Genau, ja, perfekt. Guck mal, sobald wir fertig sind. Guck mal, wie wir das können umsetzen. Ja. Gut, ich meine, da kommen wir zum Schluss. Vielmals merci für Ihre Zeit. Merci und den Gruppato. Genau, merci. Dann konnten wir abholen. Merci ihr. Ja. Ganz gerne. Ich meine, das ist ein mega wichtiges Thema. Wir haben ein bisschen am Detail darüber gesprochen. Ich meine, das ist mehr wie wichtig. Vielmals merci für die Invitation. Und dann, ja. Merci, aber bis nächste Woche. Abonniert also Instagram. Willst du noch so ein Olivier? Okay, dann bis nächste Woche. Ciao.